Peißenberg im bayerischen Oberland. Die Marktgemeinde rüstet sich für die traditionelle Leonhardifahrt. Für den indischen Priester Pater George ist heute ein besonderer Tag. Er muss sich Tausenden von Menschen präsentieren. Und dabei ist das Reiten noch die geringste Herausforderung. Sollte hier halten, oder? Oder einfach da bleiben? Bei uns war der Deutsche das gemacht. Und jetzt darf halt der das auch machen. Weil wir keine Dinge nicht mehr haben, keine deutschen Fahrer. Ende Oktober 2017. Ein lokales Großereignis. In Peißenberg wird heute der Ortspfarrer die Pferde segnen. Ganz vorne mit dabei reitet Pater George aus Kerala. Der indische Kaplan soll zum ersten Mal die Predigt halten. In einem Land, in dem gerade in letzter Zeit viel diskutiert wird über Identität und Überfremdung. Von der Blasmusik bis zum Trachtenverein. Alle sind sie da. Der Leonhardi-Ritt ist gelebtes Brauchtum. Doch wie gelingt es einem Inder, der mit dem oberbayerischen Brauch nicht vertraut ist, diese Rolle auszufüllen? Es ist nicht einfach, eigene Heimat zu verlieren und irgendwo hingehen, wo es total unbekannt ist. Pater George ist seit 9 Jahren in Deutschland. Das Bistum Augsburg hat ihn angeworben, denn katholische Priester werden in Bayern händeringend gesucht. Der Nachwuchs fehlt. Gleich beginnt die Predigt. Wichtig ist, dass Pater George die richtigen Worte findet, in einer ihm fremden Sprache. Das Pferd war unruhig und ich war auch nervös. Aber ich habe nicht auf ein anderes Pferd gewartet, sondern es angenommen. Wer eine Gelegenheit versäumt, er verpasst das Leben, weil es nicht so passt. Ich kann nicht meine Art und Weise hier leben. Es ist andere Kultur, andere Mentalität und andere Verhältnisse. Ich muss auch viel aufpassen. Ja? Zuerst lernen, was läuft hier, was ist los. Ja? Gastarbeiter Gottes. Keine leichte Aufgabe. Fast jeder 5. Priester in Bayern ist Ausländer. 150 Kilometer weiter nordwestlich in Karlshult nahe Ingolstadt. Eine 5000 Einwohnerstadt im bayerischen Donaumoos. Ein langgestrecktes Straßendorf. Paul Igbo ist heute unterwegs zu einem Geburtstagsbesuch. Seit 2 Jahren ist der Nigerianer Pfarrer in der Pfarreiengemeinschaft Karlshult-Weichering-Lichtenau. Die Region ist eine Hochburg der AfD, einer Partei, die Deutschland vor Überfremdung schützen will. Die Bürger von Karlshult hat Paul Igbo bei seinem Amtsantritt mit einer Bemerkung überrascht. Die Erde ist schwarz, schwarze Moos, schwarze Fahrer, das muss schon passen. Ich habe hier in Karlshult gute Erfahrungen gemacht, obwohl die Karlshulter auch 13% AfD gewählt haben. Meine ich, dass die meisten, die diese Partei gewählt haben, ich meine nicht, dass sie gegen mich als Person, als Afrikaner was haben. Wie ich bin, präsentiere ich mich und die Leute nehmen mich an oder auch nicht. Tatsächlich waren es aber nicht 13%, die in Karlshult für die AfD gestimmt haben, sondern gute 17%. Und laut einer von der Kirche in Auftrag gegebenen Studie macht fast jeder 3. afrikanische Pfarrer in Deutschland deutliche Erfahrungen mit Rassismus im Alltag. Guten Morgen! Frau Busch, alles Gute zum Geburtstag. Danke. Schön, dass Sie da Herzlichen sind. Glückwunsch. Ja, Ja? ja. Pfarrer Igbo kennt Renate Busch gut. Sie ist im Gemeinderat. Ich hätte zwar nicht sein müssen, aber es ist so, Ach, gell? doch, mach mal doch. Frau Busch, Sie waren immer da für uns. Dafür möchten wir Ihnen danken. Von der Dankeschön. Pfarrei.
Vielen herzlichen Dank. Und nochmal jetzt. Bei Anlässen wie diesen ist Paul Igbo automatisch im Mittelpunkt. Als Pfarrer muss er wissen, wie man sich auf gesellschaftlichem Parkett bewegt. So wie wir unseren Herrn Pfarrer kennen. So kennen wir. In Tracht. Bauernwurst ist ja auch. Bauernwurst ist da auch. Oh, Darf ich hier neben dem Bürgermeister mich hin? Selbstverständlich, Herr Pfarrer. Danke. Sind wir wieder gemeinsam? Genau. Das Who is Who der Gemeinde ist vertreten. Erster und zweiter Bürgermeister, Gemeinderäte, Vereinsmitglieder. Eine nette Runde, in der er sich behaupten muss. Waren Sie sich da ganz sicher, dass das so gut klappen würde mit einem Wissen Sie, Pfarrer aus Afrika? Ja. Eine ganz andere. haben gleich gesagt, hast du schon gehört? Einen Schwarzen. Genau. Sag ich. Aber wie gesagt, wichtig ist nur, dass er Deutsch kann. Die Farbe spielt bei uns keine Rolle, in Karlsruhe sowieso nicht. Gell? Und der Pfarrer kann einmal frei Deutsch, damit man einen versteht. Und die Afrikaner kennen alle gut Deutsch. Nicht? Das ist ein Riesenunterschied gegen den Inder. Das, glaube ich, kommt von der Genetik oder wie, nicht? Oder von der Sprache. Die indischen Pfarrer sind nicht so gut in Deutsch. Ich glaube, die Aber- Muttersprache spielt eine Rolle. aber- Der Akzent. Es ist nicht das erste Mal, dass Pfarrer Igbo in Gespräche über Herkunftsunterschiede verwickelt wird. Den Schwarzen da. wir brauchen Herr Pfarrer. Kabel. Ich liebe Schwarz. Dann habe ich denen in der Kirche damals dann gesagt, bitte nicht, also nach Stönzinger Aktion werden so viele Süßigkeiten verteilt und so habe ich gesagt, alle Schokos zu mir hierher, sonst werden sie auch noch sehr dunkel. Die Kinder haben geschaut und einige haben das wortwörtlich verstanden. An Witze zum Thema Hautfarbe ist Paul Igbo gewöhnt. Noch lacht er mit. Gut, aber das macht nichts. Das macht nichts. Erwarten die Leute das, dass der Pfarrer auch bayerisch spricht? Ob jetzt der Englisch ist oder das Französisch oder Bayerisch, spielt ja keine Rolle. Er muss das verstehen. Der muss es rumbringen, was er vorhat für die Gläubiger. Nicht? Dann verstehen es die Leute schon. Ob jetzt der so oder so redet, der muss es halt rumbringen. Hauptsache mit meinem Pfarrer. Ich habe zu ihm einmal gesagt, wie er gekommen ist, der Pfarrer, habe ich gesagt, vor 40, 50 Jahren, wenn sie kommen werden, werden die Kinder davon glauben. Also, wenn ich das höre von den Älteren, erst nach dem Krieg haben sie die Amerikaner mit Hubschrauber gesehen, die auch manchmal Süßigkeiten runtergeworfen haben und die Leute waren, bah, was ist das? Sie hatten noch nie einen Dunkelhäutigen gesehen. Eine rege Diskussion entwickelt sich. Paul Igbo versucht zwischen den Fronten zu vermitteln, die es auch in Karlshult gibt. Doch dann kommt der Moment, da die Stimmung kippen könnte, als eine Bemerkung über rumlungernde Nordafrikaner kommt. Das ist gleich, wenn ich eigentlich so komme und sehe, die Marokkaner rumsausen, sind auch für uns Vogelweide. Das darf man doch sagen, oder? Sagt doch jeder. Weil die passen doch zu uns nicht rein. Die sitzen da am Rathaus rum, auf die Treppen, jeden mit dem Handy und jeder steckt den Kopf ins Sand rein. Ja, ist auch keine Sache. Und ich sage Ihnen eins, sie sind bereit zu arbeiten. Die jungen Leute, die in den Asylheimen manchmal 5 Monate, ein Jahr lang gesperrt werden, die kommen hier nicht, weil sie verfolgt sind, sie kommen wegen der Perspektivlosigkeit in der Heimat, im Heimatland. Das muss man beim Namen nennen. Ich meine Sie dann. Was singen wir dann? Viel Glück und viel Segen auf all deinen Wegen. Gesundheit und Frohsinn, seid auch mit dabei. Super! Auf dem Weg zurück ins Pfarrhaus. Der erste Stock über dem Pfarrbüro ist Paul Igbos karg eingerichtetes Reich. Der Vormittag hallt nach. Fühlt er sich von den Vorurteilen gegenüber Afrikanern, die heute zu spüren waren, auch selbst betroffen? Wenn es auch schlimm zugeht, dann weiß ich genau, zu wem ich gehen kann. Ich habe einen guten Draht zu der politischen Gemeinde hier, mit vielen, die im Gemeinderat sind. Ich brauche nur einen Anruf und sagen, du, schau mal, das ist eine Erfahrung hier, kennst du diesen Mann, kennst du diese Frau? Dann wird das nicht hochgeschaukelt, sondern wir finden schon einen Ausweg.
Was aber, wenn der Rückhalt, von dem er spricht, nicht gegeben ist? ...100 Kilometer weiter südlich. Zorneding, ein Vorort von München. Eine wohlhabende Gemeinde, ohne größere soziale Probleme. Bis zum Herbst 2015. Da hat sich etwas abgespielt, was in ganz Deutschland Thema war. Der Ortspfarrer Olivier Djimbitiende gerät zwischen die Fronten in einer hitzigen Debatte über Flüchtlinge und wird schließlich selbst zur Zielscheibe. Es beginnt mit einem Artikel im lokalen CSU-Parteiblatt, den die örtliche Vorsitzende schreibt. Bayern werde von einer Invasion durch Flüchtlinge überrannt. Außerdem zeige Deutschland weit größere Solidarität mit Flüchtlingen als mit den eigenen Bürgern. Ein Text, den der kongolesische Pfarrer als Aufruf zu Neid und Missgunst scharf kritisiert. Wir sind Priester Jesu Christi, Priester Gottes. Das heißt, wir stehen für die Liebe da, für den Frieden, für ein Zusammenleben im Frieden, für die Harmonie zwischen den Völkern. Ich kann nichts anderes machen normalerweise, wenn ich wirklich davon bewusst bin, dass ich ein Priester Christi bin. Kritik an der CSU von einem afrikanischen Pfarrer? Der stellvertretende Ortsvorsitzende ist empört. In einem Interview kontert er, unser Neger müsse aufpassen, dass ihm der Altpfarrer nicht mit dem nackerten Arsch ins Gesicht springt. Ab da bekommt Djimbitiende Post. Mein Gott, Herr Pfarrer, was sind Sie doch für eine Mimose? Falls Ihnen die bayerische, bäuerliche Atmosphäre nicht gefällt, würde ich vorschlagen, dass Sie wieder in den Kongo gehen, denn dort erwarten Sie wichtigere Aufgaben. Wir schicken dich, du Arschloch, nach Auschwitz. Hau ab zu deinen schwarzen Teufel, du stinke Nigger. Das ist natürlich nichts zum Lachen, ganz eindeutig. Einer der wenigen, die einordnen können, ob der Fall Zorneding ein krasser Einzelfall ist oder ob es sich um ein größeres gesellschaftliches Problem handelt, ist Karl Gabriel. Der emeritierte Professor der Universität Münster hat sich im Auftrag der Deutschen Bischofskonferenz intensiv mit der Situation ausländischer Priester auseinandergesetzt. In seiner Studie von 2011 hat er erforscht, vor welchen Herausforderungen sie stehen. Er hat die Priester auch gefragt, ob sie sich von Rassismus betroffen fühlen. Sein erschreckendes Ergebnis: Priester mit Rassismuserfahrungen, starke Erfahrungen 16%, darunter aus Afrika 28%. Und nun kommt noch bei den afrikanischen Priestern, nur bei ihnen in spezifischer Weise Rassismus hinzu. Dass hier die Wahrnehmung, eben, die man aus der Gesellschaft hat, rassistische Vorurteile auf die Priester überträgt und die Gemeinden eben in dieser Konstellation in Konfliktsituationen geraten. Und wenn irgendetwas dann auch noch schief geht und es geht immer irgendwas schief, dann ist es natürlich dieser Afrikaner, der da immer Probleme macht. Ausländische Priester als Sündenböcke in den Gemeinden. Eine Studie mit Sprengstoffcharakter. In Interviews mit Personalern kam heraus, dass diese oft sehr unzufrieden mit lückenhaften Sprachkenntnissen waren, mit mangelndem auf die Menschen zugehen. Thema waren auch Spannungen im Verhältnis zu den Laien. Die Deutsche Bischofskonferenz reagierte alarmiert. Die Studie sollte nicht erscheinen. Es gab zunächst eine Entscheidung, sie sollte in der Schublade bleiben. Es sei doch so heiß. Man wisse nicht, wie die ausländischen Priester darauf reagieren, wie die andere Seite darauf reagiert. Man solle sie in der Schublade lassen. Damit waren wir natürlich gar nicht einverstanden. Karl Gabriel musste Zitate von Personalbeauftragten streichen, in denen diese von Ghettobildung sprachen und die ausländischen Priester mit Wirtschaftsflüchtlingen gleichsetzten. Doch hilft es, wenn die Probleme einfach unter den Teppich gekehrt werden?
Viele der ausländischen Pfarrer kommen nur deswegen nach Deutschland, weil sie geschickt werden. Ihre Orden entsenden Priester wie Pater George auf Anfrage der deutschen Diözesen und profitieren davon finanziell. Personalnot trifft auf Finanznot. Eine Art Tauschgeschäft ist die Folge. Der Wunsch der unmittelbar davon Betroffenen zählt dabei nur wenig. Wird zu viel über ihren Kopf hinweg entschieden? Pater George aus Indien ist gern nach Deutschland gekommen. Trotzdem ist es für ihn nicht leicht. Er muss seinen Platz in der Kirchengemeinde finden. Heute steht ein Treffen mit dem Pfarrer und den Laien an, dem Gemeindereferenten und der Pastoralassistentin. Herzlich willkommen. Pater George möchte dazu beitragen, die Kirche in Deutschland wieder attraktiver zu machen. Wir brauchen viel Mut. Die letzte Phase waren, wie können wir Kirche präsentieren, besonders für die jungen Leute. Wir müssen überlegen, welche Möglichkeiten haben wir. Ja, du kannst nicht immer mehr draufbuttern. Man muss Dinge vielleicht auch mal abschneiden oder dahin wachsen lassen. Inzwischen kommt Pater George ganz gut zurecht mit der Fremdensprache. Das hilft im Umgang mit den eher kritisch eingestellten Laien, die mehr Mitbestimmung wollen. Warum holt man Geistliche aus dem Ausland, die kaum Deutsch können? Dafür könnte man eigentlich in der Form, in bestimmten liturgischen Angeboten einfach auch uns hauptamtliche Laien einsetzen, aber auch natürlich die Ehrenamtlichen. Die Laien wollen mehr Kirche von unten, statt in großer Zahl Priester aus dem Ausland zu importieren. Du warst oben. Das würde, glaube ich, in manchen Fällen einfach die Leute mehr ansprechen, als wenn ja jemand käme, der einfach als Pfarrer zwar da ist, aber den die Leute einfach nicht verstehen oder vielleicht den sie auch nicht, mit dem sie nicht zurechtkommen, nicht warm werden. Doch die katholische Kirche ist noch nicht bereit zu Reformen. Dogmen stehen dem im Weg. Ja, es geht halt hauptsächlich auch um die Gottesdienste, um die Heilige Messe, die eben nur ein Priester feiern kann, die Eucharistiefeier. Und halt verschiedene Dinge, Beerdigungen, Taufen. Es ist halt so, dass da eben dieses sakramentale Weihepriestertum eben gefragt ist. Dass ein Priester seine Stellung gegenüber Laien verteidigen muss, das kannte Pater George zuvor in Indien nicht. Dort ist ein Priester eine Autorität, unantastbar. Es ist inzwischen 7 Uhr abends. Der Arbeitstag von Pater George ist noch nicht zu Ende. Einmal pro Woche geht er zum Schützenverein. Hallo, Servus. Ich bin wieder da. Hallo, Adi. Seit 2 Jahren ist er aktives Mitglied hier. Sein Versuch, noch mehr Anschluss zu finden in der Gemeinde. Ich möchte die Leute begegnen und kennenlernen und Freundschaft suchen. Ja? Dann bleibt dieser Ort als meine Heimat. Pater George hat alle überrascht. Er ist ein guter Schütze. Es ist kein Widerspruch. Ein Pfarrer auch kann schießen, ja. Weil wir bekommen diese Gemeinschaft untereinander. Das ist wichtig. Gemeinschaft schaffen ist die Nummer 1. Die Gemeinschaft sucht er auch nach dem Schießen, wenn sich alle in der Gaststätte treffen. Es ist nicht so ganz leicht, da Fuß zu fassen. Ich bin Weilheimer, ich bin nur 9 Kilometer weg. Aber da musst du schon lang da sein und bis du da dann so richtig akzeptiert wirst. Es ist schon so bei uns, da gibt es diesen Spruch am Stammtisch, wo die immer nachrutschen, bis der Fremde hinten runterfällt. Da ist was drauf, das gibt's. Nachrutschen, bis dass der Fremde hinten runterfällt. Wenn das schon einer spürt, der nur einen Ort weiter wohnt.
Wie geht es dann erst einem, der von einem anderen Kontinent kommt? Und? Hat viel Spaß gemacht, oder? Ja. Einmal die Woche komme ich beim Training. Wir haben gerade Rundenwettkampf unterwegs hier. Respekt. Gibt viele Priester, die schießen im Verein. Mehrere. Ich kenne, ja. Ich kann die Leute kennenlernen. Sonst die kommen nicht in die Kirche immer, gell? So ist es heutzutage. Ja. Pater George kämpft seit 9 Jahren darum, Menschen wieder für die Kirche zu begeistern. Doch kann das Einzelkämpfern wie ihm überhaupt gelingen? Zurück ins Donaumoos zu Pfarrer Paul Igbo. Heute bereitet er vom Büro in Weichering aus einen besonderen Gottesdienst vor. Mit afrikanischen Elementen. Auch er will wieder mehr Katholiken aus den 3 Gemeinden in die Kirche locken. Er holt sich dafür Verstärkung von seinen 2 Kaplänen, für die er privaten Nachhilfeunterricht organisiert hat. Doch die beiden haben heute Verspätung. Hallo. Hallo, okay, wir sind schon unterwegs, oder? Gut. Wir warten noch auf euch. Bis bald, gell? Ja, gut, super. Super, gut. Guten Morgen. Guten Morgen. Nehmen Sie bitte Platz. Danke. Pater Akilo stammt, wie Paul Igbo, aus Nigeria. Pater Jonas kommt von den Philippinen. Ja, Gut, tut mir leid, wunderbar. Spät angekommen, aber... Ja, wie in Nigeria, wie in Afrika. Auch wie auf den Philippinen, aber habe ich schon viel gelernt in Deutschland. Wenn ausländische Priester in Deutschland ankommen, sollten sie bereits Deutschkenntnisse besitzen. Wenn diese aber nicht ausreichen, um eine verständliche Predigt zu halten, setzt die Kirche auf die Hilfe von Ehrenamtlichen. In Karlshult hilft ein pensionierter Lehrer, unbezahlt. Also mit dem Pater Jonas haben wir es immer so gemacht, dass sie mir die Predigt vorlesen. Adventzeit ist die Zeit für uns, sich auf die Feier des Weihnachtens gefasst zu machen. Wenn ich mal unterbrechen darf, Adventszeit ist die Zeit für uns, sich auf die Feier des Weihnachtens, das kann man so in Deutsch nicht sagen, da sagen wir des Weihnachtsfestes. Weihnachtsfest. Ich bin hier als, wie sagt man, Kaplan in Einarbeitung, sozusagen. So, ich bin nicht genau ein Kaplan. Das heißt, ich auch. Ja, ich lerne, ich bin noch in etwas so Ausbildung, sozusagen. Pater Akilo vertritt seit einigen Jahren deutsche Pfarrer während der Urlaubszeit. In Nigeria hat er sich darauf mit einem 3-monatigen Deutschkurs vorbereitet. Begleitend zu seiner Arbeit in der Pfarrei besucht er hier noch 3-mal in der Woche die Volkshochschule. Ja, das verstehe ich jetzt nicht ganz, was. Er kommt zur Welt in und in uns selbst durcheinander. Er kommt zu uns und durch uns. Ja, ich meine, dass, was ich meine, ist, dass... Er kommt also zur Welt und zu uns kommt er auch. Durch unsere Werken oder durch unsere... Genau, unsere Taten. Durch unsere christliche... Genau, Verständigung mit der Bevölkerung kriegt man nur über die Sprache. Alles andere funktioniert nicht. Der kann noch so freundlich und nett sein, wenn er nicht mit den Leuten reden kann und die Leute ihn nicht verstehen, funktioniert das nicht. Der Igbo kann das hervorragend. Ich habe den mal erlebt bei einer Hochzeit. Da waren halt 20 junge Leute, die dann ein bisschen gestichelt haben. Dann ist er zu denen hin, hat sich an den Tisch gesetzt, hat mit denen ein Weißbier getrunken und dann war das vorbei. Dann haben die ihren Mund gehalten. Was haben die gesagt? Ja, der eine hat gesagt, er will demnächst heiraten und er will nicht von einem Schwarzen getraut werden. Sowas sagen die Leute direkt bei uns im Moos, also wo die Pfarreistelle eigentlich ist, Karlshult, da ist man sehr direkt. Sehr direkt war man im Donaumoos auch schon vor Paul Igbos Ankunft. Im Juli 2015 ging vor einer Gemeinschaftsunterkunft wie dieser mitten in der Nacht ein Böller los. Die Kripo Ingolstadt ermittelte.
Im Februar bereits fanden die Bürger in ihren Briefkästen ein Flugblatt, das Asylbewerber und Flüchtlinge als ausländische Sozialtouristen bezeichnete. Absender die als rechtsextremistisch eingestufte Kleinpartei Dritter Weg. Den örtlichen Politikern gelang es, die verunsicherten Bürger zu beruhigen, unter anderem mit einer parteiübergreifenden Informationsveranstaltung. Zum Glück für Paul Igbo. Als er nach Karlshult kam, waren die Wogen geglättet. Ganz anders im Fall von Olivier Djimbitiende. Wegen der Morddrohungen hat der ehemalige Pfarrer von Zorneding mittlerweile sein Amt niedergelegt und sich in die Bischofsstadt Eichstätt zurückgezogen. Dort forscht der Professor für Moralphilosophie an der Katholischen Universität über Flucht und Vertreibung. Die Erlebnisse in Zorneding haben ihn verändert. Ich habe früher viel mehr gelacht und gelächelt als heute. Heute schaue ich mal, wer mir entgegenkommt. Wenn ich merke, ah ja, das ist ein Mensch mit Lächeln, dann grüße ich auch. Ansonsten grüße ich auch nicht mehr so viele Leute. Geschweige denn auch anlächeln. Nein, ich mag meine Arbeit, ich gehe hin, dann fertig. Noch heute leidet er unter Angstzuständen wegen seiner Erfahrungen mit Rassismus. Die stärksten habe ich innerhalb der Pfarrgemeinden erlebt. Da zunächst mal ein Mitarbeiter sagte, unter einem Neger arbeite ich nicht. Zweitens, eine junge Familie wollte ihr Kind nicht bei mir taufen lassen, weil ich schwarz bin. Also das ist schon brutal. Man wollte mich tatsächlich einfach loswerden. Das heißt, so in den Tod schicken. Das hat mich da zum Nachdenken geführt, wie ernsthaft ist unser Glaube. So dass wir innerhalb der Kirche sowas machen, weil die meisten, die beteiligt waren, sind Katholiken leider. Spannungen wegen ausländischer Pfarrer in den Kirchengemeinden bis hin zu handfestem Rassismus. Ein Thema, über das die Kirche nicht gern spricht. Mehrere Anfragen bei deutschen Bischöfen wurden abgelehnt. Der Pressesprecher der Deutschen Bischofskonferenz, Matthias Kopp, ist bereit zu einem Interview. Zu Zorneding will er sich nicht äußern, nur ganz generell. Wenn wir von Problemen und Sorgen hören, dann müssen wir das ernst nehmen. Und das ist auch der erklärte Wille der deutschen Bischöfe. Und wenn Menschen sich nicht wohlfühlen, dann muss man ihnen helfen. Nichts ist gefährlich in der Seelsorge, als unglückliche Menschen auf beiden Seiten zu haben. Dem Seelsorger und dem die Seelsorge im wahrsten Sinne des Wortes zukommen soll. Und da brauchen wir eine achtsame Kultur der Aufmerksamkeit. Wie könnte die konkret aussehen? Können Sie jetzt ein bisschen nicht sehen. Ich kann das nicht so konkretisieren. Das ist, verstehen Sie, das ist so ein spezieller Fall wahrscheinlich. Ich könnte jetzt von den ganzen positiven Beispielen sprechen. Aber natürlich, und das wird in meinen Antworten klar, es gibt wirklich positive und negative. Ich würde nie sagen, es gibt nur positive, wir haben keine Probleme. Ne? Laut Matthias Kopp hat die Kirche aus der Studie Konsequenzen gezogen. In 7 von 10 Fällen wird darin die Gefahr des Scheiterns bei ausländischen Priestern als hoch eingeschätzt. Eine bessere Vorbereitung der ausländischen Pfarrer soll helfen. Wie denkt der Deutsche? Wie betet der Deutsche? Welche Frömmigkeitsform hat er? Das sind ja so kulturelle Clashs gewissermaßen, auf die ein ausländischer Priester trifft. Und das war ganz wichtig nach der Studie, hier eine Vertrautheit mit der Kultur herbeizuführen. Offen für Dreharbeiten bei Vorbereitungskursen zeigte sich das Pastoraltheologische Institut der Pallottiner. Hier bereiten sich seit 60 Jahren Ordensbrüder auf die Arbeit in deutschen Gemeinden vor. Inzwischen kommt weit mehr als die Hälfte der Schüler aus dem Ausland. Ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ja? Der Ablauf einer Taufe ist das eine. Doch die ausländischen Ordensbrüder haben noch ganz andere Fragen. Bekommen die Ausbilder etwas davon mit, dass die Priester Ablehnung aufgrund ihrer Herkunft erfahren? Es ist ja die Regel, dass ich ins Pfarramt gehe und die Taufe anmelde. Ja? Und dann verteilt der Pfarrer und sagt, okay,
wer macht die Taufe? Bei uns war es immer so, wer ist in dieser Woche dran? Dann hat er sich mit den Eltern in Verbindung gesetzt. Und da kann es natürlich schon passieren, dass jetzt wieder in der Weise, dass jemand kommt und sagt, mit dir nicht. Das sind schon tragische Situationen, jetzt gerade auch für die Brüder, gebe ich eindeutig zu. Eine Situation, für die es auch in Friedberg keine einfachen Lösungen gibt. Der Ausbilder empfiehlt in solchen Fällen nicht zu insistieren, um die Fronten nicht noch weiter zu verhärten. Eine deutsche Pfarrei führen, ohne die eigene Herkunft, die eigene Kultur und das eigene Glaubensverständnis zu verleugnen. Eine Gratwanderung. Wie sie funktionieren kann, darum geht es auch in der Kaffeepause. Zunächst einmal, wenn ihr eben hier in Deutschland seid, dann müsst ihr auch jetzt zunächst mal auch die Gepflogenheiten von Deutschland mit übernehmen. Ob ihr dann irgendwann in eurer Gemeinde mal einen afrikanischen Chor holt, der zur Taufe singt und die Leute begeistert, das ist eine andere Sache. Das sei euch überlassen. Ne? Oder nachts um 10 neben meinem Zimmer trommeln. Haben die gestern hier noch Randale gemacht oder was? Schon in der Gruppe zeigt sich, dass die gelebte Weltkirche nicht überall auf Begeisterung stößt. Das Trommeln in der Nacht zuvor war manchen zu laut. Indonesisch. Die Priester sollen für einen Balanceakt sensibilisiert werden, der manchmal an ihrem eigenen Rollenverständnis kratzt. So habe ich also viele Mitbrüder schon erlebt, dass sie ein Selbstbewusstsein hatten, manchmal sogar zu viel Selbstbewusstsein, das für die Frage, was ist hier in dieser Gegend also noch machbar, dass sie das nicht so ganz abschätzen konnten. Die Mehrheit ausländischer Priester in Deutschland stammt aus Indien, Afrika und Polen. Länder mit einem oft sehr konservativen Kirchenbild, wo aber die Zahl der Gläubigen und der Priester wächst. In meinem Heimatland beim großen Feiern, zum Beispiel Weihnachten oder Ostern, ganz mehr, wie sagt man, mehr Spaß, mehr Begeisterung. Mehr Begeisterung. Die Ausbildung ist ein geschützter Raum. Befremden darf thematisiert werden. Aber es ist ganz anders für mich als Inder, wenn ich hier arbeite. Natürlich. Ich hatte eine große Rolle als Kaplan in Indien. Natürlich. Denn ich bin hier und dann, du bist dann wie ein Mitarbeiter oder du hast deine Arbeit hier. Hier bin ich nichts wert. In Indien war ich sehr viel wert, den Menschen. Ja. Und hier bin ich nichts wert. Ja. Das ist ja ein schlechtes Gefühl. Fehlende Wertschätzung, Aufmüpfigeleien, starke Frauen. All das, was einmal zu Konflikten führen könnte, ist während der Ausbildung in Friedberg Thema. 14 Monate intensiver Begleitung. Das soll ein sanftes Ankommen in einem Land ermöglichen, das so ganz anders ist als die eigene Heimat. Besonders schwierig für diejenigen, die nicht ganz freiwillig herkamen. Ja, ich bin hierher gekommen, nicht mit meinem eigenen Willen oder wie sagt man, dass ich mir gewünscht habe, sondern meine Oberen haben sie mich gefragt, ob ich dann auch nach Deutschland kommen will. Und ich habe gesagt, als Ordensmann ist man gehorsam und klar. Gehorsamkeit statt Eigenmotivation? Pater Christoph leitet das Ausbildungsinstitut der Pallottiner. Er kennt die Problematik, dass entsendete Priester nicht immer aus freien Stücken kommen, sondern von ihrem Orden geschickt werden, der eben auch finanziell davon profitiert. Oftmals wollen die das gar nicht, sind mit Heimweh konfrontiert, haben mit der Sprache Probleme, mit den kulturellen Unterschieden. Und sie da gut zu begleiten, aber auch ernst zu nehmen, ob sie wirklich hier sein wollen oder hier sein müssen. Und wenn sie hier sein müssen, wirklich ehrlich zu fragen, ist es für dich besser, wieder zu gehen oder zu bleiben? Und dann auch zu reagieren. Kann es sein, dass viel zu viele Priester nicht aus freien Stücken nach Deutschland kommen? Das wäre fatal. Die Ausbilder in Friedberg wollen solche Fehler, die bei der Auswahl im Heimatland gemacht werden, nachträglich ausgleichen. Ein schwieriges Unterfangen. Sie versuchen, ihre Mitbrüder ohne Eigeninteresse zu beraten. Trotzdem, glaube ich, ist einfach eine Realität,
dass junge Mitbrüder, gerade auch aus dem Ausland, schon zu schnell auch in Verantwortung geschmissen werden oder zu schnell auch in die Aufgaben hineingeworfen werden, weil einfach die Personaldecke so eng ist. Ob das gut ist, weiß ich nicht, weil wir nehmen den jungen Leuten die Chance, sich weiterzubilden und fortzubilden. Ausländische Priester, die zu wenig vorbereitet sind auf das, was sie erwartet. Und die noch dazu nicht immer freiwillig kommen. Kein Wunder, dass manche Anpassungsschwierigkeiten haben und leicht zwischen die Fronten geraten. Andererseits, kann man Anpassung immer nur einseitig erwarten? Aber man hat nicht daran gedacht, dass man die Gemeinden auch vorbereiten muss. Also es wäre nötig, die Gemeinden auf diese Situation vorzubereiten, ihnen sozusagen die Möglichkeit zu geben, sich auf den ausländischen Priester einzustellen, sagen, interkulturell mit einer Gemeinde zu arbeiten. Das würde doch die Situation verbessern und würde eben auch dann am Ende eben etwas Positiveres herauskommen, als es heute der Fall ist. Pater George hat im Alltag wenig Zeit, über strukturelle Probleme der Kirche nachzudenken. Heute besucht er eine alte Dame, die wegen Arthritis bereits seit 4 Jahren bettlägerig ist. Die meiste Zeit ist sie allein. Nur eine Nachbarin kommt regelmäßig vorbei und hilft. Grüß Gott. Grüß Gott, Herr Pfarrer. Bitte schön. So, Frodi, geh her. Platz nehmen. Frodi, geh her zu mir. Du gehst doch her. Ja, die waren immer in der Kirche, darum komme ich, ja. Wenn die Leute Sehnsucht haben, komme ich. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Du hast Mitleid mit den Kranken und den Sünden. Schenke uns deine Vergebung. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Auch wenn der liebe Gott mich heimholt, habe ich keine Angst. Da freue ich mich, wenn ich heim darf zum lieben Gott in den Himmel hinauf. Und zur Mutter Gottes. Kann Ihnen der Pater George da die Angst nehmen? Ja, das kann er mal. Wenn er immer kommt und bringt mir die Heilige Kommunion oder er besucht mich, dann wird es mir etwas leichter. Da freue ich mich. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach. Aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Der Leib Christi. Auch wenn die Worte manchmal fehlen. Gemeinsame Gebete und vertraute Zeremonien spenden Geborgenheit. Der Leib Christi. Jeden Tag bitte ich zum lieben Gott, er möge mir doch die Kraft geben, dass ich vielleicht doch bald wieder aufstehen kann. Oder dass der liebe Gott mich heimholt in die ewige Heimat. Da würde ich mich freuen. Und der Herr Pfarrer, der Herr Pater, tut mich dann beerdigen. Das habe ich ihm schon gesagt. Da freue ich mich, wenn ich ein schönes Begräbnis kriege. Ja. Schön, dass Sie gekommen Ja. sind. Und ich freue Bitte mich, schon. wenn Sie wiederkommen. Ja. Wir sehen uns vielleicht in ein paar Wochen vielleicht, ja? Gut, dann. Mach's gut. Ein herzliches Vergelt's Gott. Bitte, bitte. Ja, eine gute Zeit. Viel Freude. Gleichfalls. Ja? Ja. Mach mal mit viel Mut weiter. Hin, ja? Okay. Ein indischer Priester, der sich in Deutschland um Alte und Kranke kümmert. Pater George will etwas zurückgeben von dem, was deutsche Entwicklungshilfe in Indien leistet, sagt er. Die Kirche ist universal, Welt ist globalisiert, aber Herz auch sollte globalisiert sein, universal sein, gegenseitig Toleranz, Akzeptanz. Dann wir können vielleicht meistern diese schwierigen Situationen.
Auch Pfarrer Paul Igbo in Karlshult will seine afrikanische Perspektive mit einbringen, statt sie zu verleugnen. Er hat die Gemeinde zu einem Afrika-Abend eingeladen in einer bayerischen Kirche mit Gospelchor. Aha, das mag der schon. Super. Er setzt auf Teamarbeit. Bei dem Gottesdienst heute Abend bezieht er seine beiden Kapläne mit ein. Zudem hat er noch einen weiteren nigerianischen Priester aus Augsburg eingeladen. Mit meiner Art haben die Leute schon ein bisschen Interesse, das Afrikanische ein bisschen kennenzulernen. Die Anfrage war immer schon da, dass wir mal einen afrikanischen Abend machen. Allein hätte ich nicht geschafft, überhaupt nicht. Aber mit dem Verein jetzt, es sind ja so viele Hände, die helfen. Nur damit kann ich das machen, sonst hätte ich nicht geschafft. Paul Igbo hat einen Verein gegründet, der sich für eine Schule in Nigeria einsetzt. Genau, passt doch. Da seid ihr professionell jetzt. Ja. Heute Abend soll durch den Verkauf von afrikanischem Kunsthandwerk Geld gesammelt werden. Paul Igbo will damit auf die Not in Afrika aufmerksam machen. Und Predigt auch schon fertig? Ja, Predigt, mein. Irgendwas fällt mir schon ein. Ein Licht brauchen Sie nicht, gell? Ich denke, Angst hat man nur vor was man nicht kennt. Und der Paul hat auch die Fähigkeit, dass er ein Mensch ist, der begeistern kann. Er hat ja auch Pfarrerskollegen, es geht nicht allen so, aber er kann begeistern und es ist einfach toll. Und er kann Leute mitziehen und das ist auch wichtig. Es ist gut, wenn wir voneinander wissen, wenn wir Interesse haben aneinander. Es sind doch viele ausländische Priester, die hier arbeiten und die Zahl der Ausländer hier wächst auch. Und zur Integration gehört nicht nur, dass die Ausländer die Kultur hier lernen. Es gehört auch dazu, dass die Deutschen auch ein bisschen wissen von den Ausländern. Der Pfarrer wird heute über seine Heimat reden, auf der Kanzel. In einer Stadt, in der über 17% der Wähler für die AfD gestimmt haben. Paul Igbo schüchtert das nicht ein. Wenn Sie das Wort Afrika hören, was fällt Ihnen spontan ein? Lauter Schwarze. Genau, lauter Schwarzen. Obwohl die so in Nordafrika, Ägypten sind ein bisschen hell. Gell? Also wenn man Afrika hört, denkt man an etwas wie Angst. Viele haben Angst, dorthin zu fliegen. Auch Angst vor den Schwarzen, die hierher kommen. Das Fremde, das hat unsere letzte Wahl jetzt bewahrheitet. Angst vor dem Fremden. Es gibt mehr, was Afrika ausmacht. Afrika ist der Kontinent des Anfangs der Menschheit. Wenn das stimmt, dann stammen wir alle aus Afrika. Dann sind wir alle Zuwanderer. Dann sind wir alle Migranten. Ein schwarzer Pfarrer, der für den Weltfrieden predigt und dabei keine Tabus auslässt. Und der genau damit die Menschen begeistert. Warum gelingt ihm das? Vielleicht, weil die Menschen hier etwas verspüren, was sie sonst in der Kirche eher selten erleben. Den Mut zum Aufbruch und zur ehrlichen Auseinandersetzung.